Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, ich habe gerade gesehen, Fonzie Davies ist am Stissel. Ja, ist ja einer unserer Leistungsträger jetzt. Ja, zumindest vom Gehalt her. Bin ich sehr gespannt. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vorteil, ihr verpasst kein Video, es ist zudem völlig kostenlos. Und ja, vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein. Hallo. Still. Hallo. Ja, es ist wieder Champions League Zeit in München und drumherum. Der FC Bayern erwartet im Achtelfinale Hinspiel Bayer Leverkusen und freut sich heute schon, Alphonso Davies begrüßen zu können für die Pressekonferenz Teil 1. Servus Fonzie, servus zusammen. Legen wir los. Die erste Frage bitte. Hier auf der linken Seite Torben Hoffmann für Sky. Hallo Fonzie. Was macht das Spiel gegen Leverkusen so ganz besonders oder auch so ganz schwierig? Und wie sehr freust du dich auf Frimpong, ein Spieler, der ähnlich schnell ist wie du? Yeah, I mean, yeah, we know the game against Leverkusen is going to be a good one. You know, it's been a while since we've got the better of them, but overall, I think it's going to be a top game tomorrow in the second leg. But yeah, speaking of Frimpong, very good player, fast player. But I mean, you know, at the end of the day, it's a team sport. So we play together as a team. We keep the motivation that we always had, and hopefully we can go out there and do the job. Danke. Ja, großes Kino. Keine Ahnung. Müsste genau nachgucken. Seit wie vielen Jahren ist er in München? 4 oder 5? Ja, Hut ab. Sehr gutes Deutsch. Schön. Nächste Frage, Marc Gabel für RTL. Servus. Jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass du deinen Vertrag dann auch verlängert hast, nachdem lange Gespräche geführt wurden. Wie sehr beflügelt dich das? Wie sehr beflügelt dich das auch jetzt für die kommenden Aufgaben? Wie viel Rückenwind gibt das? Yeah, I'm very happy to extend my contract here. Aber immerhin versteht er ja das Deutsche anscheinend, wa? Buzzing, you know. It was a long time coming, but we got it done. We got the job done, and yeah, I see myself in Munich for the next 5 years or even longer, hopefully. But overall, I'm very happy of the extension, and I feel good. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass er dann jetzt auch, da er als Leistungsträger betitelt wird, dann auch mal ein Leistungsträger wird in dieser Mannschaft sportlich. Das war er bisher nämlich nicht. Wird Zeit, dass er das dann jetzt wird, wenn er in diese Gehaltsregion vorstoßt oder vorgestoßen ist. Nächster ist Michel Schröer für die Bild-Zeitung, bitte. Ihr konntet in 3 Spielen dieses Jahr noch nicht einmal gegen Leverkusen gewinnen. Was habt ihr denn jetzt für dieses Aufeinandertreffen oder auch für das Achtelfinale aus den Spielen gelernt? Yeah, it's a good question. Yeah, it has been, you know, 3 games, like you said, we haven't got the better of them. But yeah, I mean, you know, obviously we know that in the back of our head, but it's not going to stop us from playing our game, from playing how we want to play, from playing our football, and yeah, we know that you know it's going to be a tough game, and overall that we're going to do what we need to do on the pitch. Eins dahinter Nicolas Linner, auch für Bild. Er wirkt auch so, als wenn er richtig Lust hat, oder? Hut ab. Hi Fonzie, wurde es gerade angesprochen auf die Verlängerung deines Vertrages. Bei Jo Kimmich ist noch offen, wie seine Zukunft aussieht. Mich würde Soll jetzt Davies die Frage beantworten, ob Jo Kimmich seinen Vertrag verlängert? Oder? interessieren, was würdest du Jo raten bei den Gedanken um seine Zukunft? Was wären Alter, das kann auch nur von der Bild-Zeitung kommen. So eine dumme Scheiße, Alter. Ja, was soll ihm jetzt ein 22-jähriger Spieler raten, der das Letzte an Geld aus diesem Verein rausgepresst hat? Ist bestimmt eine ganz, ganz wichtige Hilfe für Josua, wie er sich denn entscheidet. Bestimmt. Ist ihm super wichtig, was Alphonso Davies darüber denkt. da deine Tipps an ihn? Und was würdest du dir wünschen? Tipps. Yeah, for me, it's not really my Jahren. space to speak on Kimmich's contract. I mean, he's a top player. You know, we'd love for him to stay. You know, however that works. But my main focus right now, our main focus as a team, is to play football.
obviously we know Yo is a top player, top Spieler, and we want him to stay in Munich, and yeah, we'd love to have him here. But at the end of the day, it's his decision, and we don't really put pressure on him. Whatever he wants to do, I'm sure he has something in mind, but that's his decision, not ours. Ja, was soll er doch anders zu sagen? Er hat gesagt, Joshua Kimmich ist ein guter Spieler, ein wichtiger Spieler, er hätte ihn gerne in München, aber am Ende ist es natürlich seine Entscheidung. Ja, was soll er auch anders dazu sagen, Alter? Dann ist Klaus Bergmann für die DPA an der Reihe. Fonsi, was macht es so schwer, gegen Leverkusen zu gewinnen? Just the intensity. I don't know. I mean, overall, they're a good team. We're a good team as well, and it's just one of those, let's say rivalries that blossom into be a very, good one, very important one now. Yeah, I mean, they're a good team, they're a top team, and so are we, and we just go out there and do our job. Stefan Kumberger. Ja, man ist ja ehrlich mit I don't know, Alter. Für Sport 1, bitte. Hallo, Fonsi, was wird das morgen für ein Spiel? Wird es vielleicht ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender, weil es gibt ja noch ein zweites Spiel und man will keine Fehler machen? Oder gibt es morgen sofort Vollgas? No, tomorrow, obviously, we know how they play. We play them many times in the league. But tomorrow is not a day to hold back and defend, especially at home. We go out there, we play our game, we go full, with intensity, with enthusiasm on the pitch, with motivation, and get the job done. Florian Schiemak in der letzten Reihe, bitte, für TZ und Merkur Online. Servus, Fonsi. Und Vincent Kompany hast du ja auch wieder zurück in die Spur gefunden. Was macht er denn anders oder was ist das Spiel? Kommt es dir mehr zugute? Was hat dazu geführt, dass du jetzt wieder so eine Top-Leistung abliefern kannst? Yeah, Vincent's is a top coach. He knows the game inside and out. He's been a player, and now he's coaching us. Everything he's done in his past, he's bringing it to us. He's an experienced player. Many trophies, and we're just learning from him. And yeah, with the game, I mean, I think it's going to be a good one. Okay, haben wir noch eine Frage? Nein. Die Fragen und die Antworten, das ist, weiß ich nicht. Das hat eine Aussagekraft wie eine Tomate, Alter. Also, Junge, eine Floskel nach der anderen, ey. Lecco mio, ey. Fonsi hat alle Fragen auf Deutsch verstanden. Wow. Ja. Nächstes Mal die Hälfte. Nächstes Mal, ich spreche in Deutsch. Na, der kann das, bravo. Ja. Nach 4 oder 5 Jahren in München sollte man auch wenigstens Deutsch sprechen können, oder? Sonst hätten wir uns jetzt aber ernsthafte Sorgen gemacht. Ich meine, als Leistungsträger in dieser Mannschaft sollte man allerdings schon die Sprache sprechen in dem Land. Dann kommt schon noch eine. Okay, Stefan Kumberger. Fonsi, du hast vorher gesagt, wir haben es hingekriegt, den Vertrag zu verlängern. Wie hast du diese lange Zeit erlebt? Hast du dich immer damit beschäftigt oder hast du einfach nur Fußball gespielt? No, I didn't have a lot of thoughts about my contract. My main focus is on the pitch. Whatever happens off the pitch, that is out of my control. Can't really, sit down and dwell on it. Obviously, I had a lot of conversation with my agent and. Das ist schon traurig. Das ist schon traurig. Wenn da ein Spieler sitzt, ich kann alles, ich kann nur kontrollieren, was auf dem Platz passiert. Über alles andere habe ich keine Kontrolle. Das hat mein Agent. Ja. Das ist schon sehr traurig, wenn man solche Sätze hört. Him with Max and Christoph, but that was their conversation. For me, it was just to go on the pitch and play the best football I can. Daneben Torben Hoffmann nochmal bitte. Dann nochmal eine Frage zu dem Vertrag deines Kumpels von Jamal Musiala. Wie wichtig war es auch für dich, für deine Entscheidung und wie sehr hat dich das gefreut, dass Jamal den Vertrag auch verlängert hat? It's very important. I mean, we all know in this room what Jamal can bring to the pitch, and we're very happy that he's extended here, and we can have him here for years to come. I mean, Jamal's a top player, top individual. Sometimes on the pitch you just watch him do what he does, and you just say, wow.
yeah, we just for him is we're happy to have him here, and I'm sure he's happy to sign the contract. He's happy, dass ich auch hier bin, ne? Which he did. So yeah, now it's just keeping him fresh, keeping him motivated to keep going. Naja, das war wenigstens mal die erste Frage, wusste man nicht irgendwie, keine Ahnung, gefühlt irgendeine Floskel mit irgendeiner Standardantwort gab. Ja, Abfahrt, Okay. Trainer. Dann vielen Dank, einstweilen. Danke. Top. Fonsi, wir sind gleich mit dem Trainer zurück. Thank you. Ja, keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Sehr schwierige PK aus meiner Sicht. Erstmal wirkte Fonsi irgendwie so, als hätte er gar keinen Bock. Habe ich gerade schon gesagt, mal abgesehen von der letzten Frage zu Musiala, da ist noch mal ein bisschen aus die Rose gekommen. Ansonsten wirkte das alles irgendwie, als wenn er Nachhilfe über Manuel Neuer genommen hätte. Ja, naja, so ist es. Gut. 2, 3 Worte zu Fonsi. Ich bin auf seine Entwicklung in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren sehr gespannt. Ob er das rechtfertigt, für was er gerade bezahlt wird oder was er gerade verdient. Ich wage das ganz stark zu bezweifeln, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht macht er noch 2 Steps und wird dann dieser wichtige Spieler, wofür er gerade schon das Geld kassiert. Bin gespannt. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Teil 1 der PK, Teil 2 mit Vincent Kompany. Haut rein, bis dann und danke für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.